Goedemorgen, levenswasserkioak. Welkom thuis. Ik wil gleich naar eerste aanvangen met de bekonmerking. Wenn du dich hast geplant, einen Karten zu befreien, dann will ich die in den Partner am Auto sprengen, um unsere Premarital Klauseln durchgehen. Diese Premarital Klauseln die gehen für 8 Wochen an und die sind eingereicht, um die in den Partner reutmerken für das befriede Leben. Besonders wenn die vergleichen, dass ein von unseren Predigern taub drehen würde und der Tag von jener Kass, dann verlangen wir, dass die diese Klauseln erschass durchgenommen. Wenn ihr darüber interessiert, wie Freunde die Information durchgehen lässt, um die da abschreiben für Premarital Klauseln. Wenn du zwischen 13 und 18 Jahren bist, dann will ich die einladen, rüberzukommen und mitwerken, Klock 7 hier bei Lebenswasserkioak für Lebenswasserjugend. Das ist eine gute Zeit, wo die Gemeinschaft bilden mit deinen Freunden. Das ist eine gute Anbetungszeit, eine Botschaft, eine Zeit, wo die Onkas eten, Snacks eten. Und das ist eine gute Zeit, um die abbieten, jässlich und auch mit deiner Gemeinschaft mit anderen Freunden. Und sag mal, ich bloß wollen, dass von Feierwerk als eine Ändernis gemerkt worden bei Lebenswasserjugend. Bad Feierwerk wieder einmal Onkas und sonst, aber von hier wieder wird einmal Onkas zu verkaufen sein bei Lebenswasserjugend. So weiter, wenn die zwischen 13 und 18 Jahren bist, dann bist du eingeladen, zurückzukommen. Ich will Ihnen alle gleich wollen zu tun, dass diese Donnerstag, Klock 7 hier bei Lebenswasserkioak seine letzte Klauseln von Kirchengeschichte und von durch den Sturm von Weidel. Und so das seine letzte Klauseln, sag mal, im Auto sprechen, nur deine Freunde und Familie an Rüte kommen, so da wird diese Donnerstag sein, Klock 7 April den 30. planen wir alle unsere neue Glieder abzunehmen, hier bei Lebenswasserkioak. Und so wenn du gleich ein Glied zu werden, hier bei Lebenswasser, und die Hasseldivision Klaus genommen, dann freue ich mich, dass die Information durchgehen lässt, und die da abschreiben für Gliederschaft Abnehmung April den 30. Das sind alle Bekanntmerkungen für dieses Werk. Dankeschön für Ihr Anhören. Guten Morgen, Kioak. Welkom hier. Dankzij voor u komen. We hebben opstaan. We hebben God zien om u geven door gezang. Want wie wil je niet hebt in den Fried van mijn neemt, sagt daar kan ik u zelf te zien. Dank ik die dag. Dan dank ik die dag. Von de Stern wordt ik hier, bloß de Stern is verlangt, wo die Hoffnung in Hort wel verstehen. Dank ik die dag, dank ik die dag. Ein Leut von Danksagung, es mein Leut von sich, früher es mein Gewerk, du ab in ek Strich, ich lehn es in dies drin mit hey, ik vrij me hem hard, ik vrij me hem hard. Ik dans in de schijnheid dat jou en amen is voor mij. Ik vrij me hem hard, ik vrij me hem hard. Ik zing van de tubas, te lood, hoepingswagen ligt uit in dat groof. Zei ik die nu, dan zei ik die nu. Ein Leut von Danksagung, es mein Leut von sich, früher es mein Gewerk, du ab in ek Strich, mit meines in dies drin mit hey, Jehoven nu die. Ik vrij me hem hard, ik vrij me hem hard. Ik dans in de schijnheid dat jou en amen is voor mij. Ik vrij me hem hard, ik vrij me hem hard. Ik zing van de tubas, vader en vader zingen.
mig kraft. Jeg kjenner oss opp, jeg kjenner oss opp. Nå skal vi tre von din press. Die fred in den Horn, die fred in den Horn, die fred in den Horn, gjev mig kraft. Jeg kjenner oss opp, jeg kjenner oss opp. Nå skal vi tre von din press. Jeg frem i en hånd, jeg frem i en hånd. Jeg danser in die Schönheit og gjør en amenes for mig. Jeg frem i en hånd, frem i en hånd. Jeg syng for hvor du tubas, fara singen. Jeg syng for hvor du tubas, fara singen. Jeg syng for hvor du tubas, fara singen. Vi sing til dem Gott der wir, vi sing til den Gott der ist, vi sing til den Gott der Wort für ewig sind. Mørke fängt med stadig nu, hej myggen vagt euch dort mehr, min Gott auf den Komt gewann. Du spred in den Holz in Hus, du spred in den Holz in Hus von der, in wie wollen nicht da sein. Wir singen die Press, du spred in den Holz in Hus, sag ja es Gott und das steht, in wie wollen nicht da sein. Wir singen die Press, wir singen die Press. Vi singt dem Gott der heut, vi singt dem Gott der dat, vi singt dem Gott der hör mer dein Weib. Wenn der Hand und dort kriegt, in der Stund ab dort grof, min Gott heut auch noch steiner war. Du spred in den Hals in Hus, du spred in den Hals in Hus von der, in wie wollen nicht da sein. Wir singen die Press, du spred in den Hals in Hus, sag ja es Gott und das steht, in wie wollen nicht da sein. Wir singen die Press. Wir werden prachthasch, nu sind wir königlich, wir werden Gefangene, aber nu sind wir frei. Wir sind vergiftet und genommen, durch nutzlose Kraft, lud den Heinz in Huspressing. Wir werden prachthasch, nu sind wir königlich, wir werden Gefangene, aber nu sind wir frei. Wir sind vergiftet und genommen, durch nutzlose Kraft, lud den Heinz in Huspressing. Du spred in den Heinz in Hus, du spred in den Heinz in Hus von der, in wie wollen nicht da sein. Wir singen die Press, du spred in den Heinz in Hus, sag ja es Gott und es steht,
Løyve var holdt veiten, dig nu så fallen fri. Jeg vet at Jesus red mig, en døds genug for mig. Hoven der faller rang, van sin mærkt høj mig fri. Jeg vet at jeg ret sig, en døds genug for mig. Halleluja, keiner grata, halleluja, bort von rara, hat die Jesus, im Brechen und dort kriegt, die Opfer durch, es genug für mich. Singen bloß von Sinelei, denn dort sind wir für mich. Übertraft um meine Fehler, steht Hacha aus die Tee. Gott dort kriegst du meine Ran, denn dort sind wir für mich. Halleluja, keiner Grate, Halleluja, Wort von Rara, oh du jetzt Jesus, im Bergen und dort kriegt die Opfer durch, es genug für mich. Bloed så vidt for, skjelt ut op Golgata, helt det krog von mine rør, en døds genug for mig. Halleluja, keiner Grata, Halleluja, Wort von Rara, oh du jetzt Jesus, im Bergen und dort kriegt die Opfer durch, es genug für mich. Halleluja, keiner Grata, Halleluja, Wort von Rara, oh du jetzt Jesus, im Bergen und dort kriegt die Opfer durch, es genug für mich, oh die Opfer durch, es genug für mich. So nicht wundervoll. Sein Opfer durch und Kreuz, das ist genug für mich. Das ist genug für mich, das ist genug für dich. Wenn wir dann taub kommen, wir geben unser Leben an Gott, wenn ich bloß dort, wenn wir einfach in unser Verb nehmen und wir geben an Gott, das ist in uns Hart, in uns Verstand, der dort kriegt dort. Dort merkt das dreht uns vor Tränen Gott und das sagt, du bist genug für mich. Ich gebe, wegen du mir all hast gegeben. So haben wir gerührt von dir und das Sieden von dir. Das ist deine Gelegenheit zum Geben der Gott. Und das ist bloß noch ein Wort, was ich sagen. Dein Opfer ist genug für mich. Ich gebe, wegen du mir hast gegeben. Ich segne, wegen du mir hast gesegnet. Ich will den Nächsten segnen. Mit dein Kindern geben, du so wieder der. Ab dem Morgen Israel
dig nicht vertrüben, aber in Wort, Büter und Kreuz von Jesus Christ. In ich verjeten von seiner Wahl, du das wenn sie dort, du das Knie, du das wenn sie dort, du das Knie. Wovon abverhat wird, läuft ein Wasch wieder, läuft ein Wasch wieder. Oh, läuft ein Wasch wieder, ein Geheimnis wundervoll. Die Strophe neun Mal für mich, die Strophe neun Mal für mich, die Strophe neun Mal für mich. Mocht ich nicht vertrüben, aber ein Wort, Büter und Kreuz von Jesus Christ. In mich verjeten von seiner Wahl, du das wegen sie Not, du das Knie. Mocht ich nicht vertrüben, aber in Wort, Büter und Kreuz von Jesus Christ. In mich verjeten von seiner Wahl, du das wegen sie Not, du das Knie. Du das wegen sie Not, du das Knie. Halleluja, prijs dem Herrn, hij maakt mij vrij. Dood verloor hij houdt on mij. Halleluja, halleluja, Jezus stund op met den Sieg. Jezus leeft, hij leeft in mij. Halleluja, halleluja, prijs dem Herrn, hij maakt mij vrij. Dood verloor hij houdt on mij. Halleluja, halleluja, Jezus stund op met den Sieg. Jezus leeft, hij leeft in mij. Halleluja, halleluja, prijs dem Herrn, hij maakt mij vrij. Dood verloor hij houdt on mij. Halleluja, halleluja, Jezus stund op met den Sieg. Jezus leeft, hij leeft in mij. Halleluja, halleluja, prijs dem Herrn, hij maakt mij vrij. Dood verloor hij houdt on mij. Halleluja, halleluja, Jezus stund op met den Sieg. Jezus leeft, hij leeft in mij. Mocht ich nicht vertrüben, aber in Wort, Büter und Kreuz von Jesus Christ. In mich verjeten von seiner Wahl, du das wegen sie dort, du das Knie. Du das wegen sie dort, du das Knie. Dort wegen sie dort,
Jesus, Dankeschön für dein Blut geben, dein Körper geben, dass du hast gestorben für uns. Das wollen wir können von dir sein. Ich lebe, wenn du bist gestorben, du bist abgestorben, du hast Leben gebracht. Wir können deine Life bloß feil hier von dir, wir können dein Yes feil. Und wir sind so dankbar, dass wir können die Hoffnung haben, die Zukunft haben in dir, die Zukunft, was Himmel ist. Wenn du bist für uns gestorben, wir haben das angenommen, wir loben dich, wir preisen dich, wir danken dir dafür. Wir weiter das nicht umsonst, aber wir nehmen das Geschenk an. Wir nehmen das Geschenk an. Du hast uns dort umsonst gegeben, dass wir die nicht einfach, aber die Deutsch dort und wir können dort bis für frei haben. Und wir nehmen dort an und sagen, Dankeschön. Dankeschön für das Genau, Dankeschön für das Geschenk, Dankeschön für dein Leben, dass wir Zukunft haben, ein Leben in dir. Wir loben dich und wir preisen dich in Jesus' Namen. Amen. Amen. Dankeschön, Jesus. Amen. Darf ich Jesus eine Hand geben? Heißt so gut. Thank you, Jesus. Hey, ich kann Ihnen toll sagen. Welcome alle hier. Dankeschön für mit uns taub sein, diesen Sonntag Samaris. Dankeschön für hier sein. Dankeschön für nur diesen Gottesdienst kommen und bloß und Gott seine Gegenwart sein, Gott sein Wort hier und mit singen und am Loben und preisen. Mich freut es sehr, dass ihr hier seid von dir. Und dass ihr seid zu diesem ersten Service gekommen. Wir haben sehr drücke Werken eingehört. Wir haben eine Konferenz hier für Lehrer. Und wir haben hier Kirchenlehrer von über ganz Nordamerika. Wir haben von Alberta was Kirchenlehrer hier und ganz von Belize. Some von denen sind noch hier von dir. Und auch noch alle Wegen dort zwischen. Wir haben von ungefähr zwischen 15 und 20 verschiedene Kirchenlehrer, was hier taub wird, in verschiedene Areas, wo sie da in der Kirche. Und so wir können bloß sehen, dass diese Kirchenlehrer und er Motor sprechen und bloß taub abgebaut worden. So wir haben eine sehr gute Zeit hier, Freitagsabends, gestern der Tag eben. Und von der haben wir noch ein von den Jahresredner hier, was hier an den Werken eng auch wird, Darrell Kehler. Er ist von Kanada, so ich komme hier an, auch für diese Konferenz und halten hier auch ein Reden hier. Und so das ist eine große Ehre, dass sie hier von der mit uns taub sind. So wir sind in einer Reihe von Botschaften. Für Sonntag dann fängt Pastor John eine Botschaft an. Und das ist eine Serie, das ist eine Reihe von Botschaften, die heißt Was mit? Was mit? Und die ganze Idee von das, die ganze große Bild von Was mit, das ist Gott, der fragt, was du mit? Was mit mir mitkommen? Und Gott, der will haben, dass wir sollen die Einzige sein. Er will die Einzige sein in uns Leben. Für Sonntag dann der Überschrift von der Botschaft wir Leave me allein. Gott, der sagt, Leave me allein. Er will nicht zwischen haben. Und er sagt, komm mit mir mit. Komm mit. Was mit? Und von der war wieder gehen in der Reihe von Botschaften. Darrell wird die Botschaft wieder down und dort. Und die Botschaft heißt von der, come and go. Und so er lädt uns an zu kommen und dann checkt er, ob er uns so gerät. So wir waren wieder gehen in der Reihe von Botschaften. Für mich ist es eine sehr große Ehre, dass ich Darrell introduzieren, er ist mein Freund. Über die letzten paar Jahre haben wir uns kennengelernt. Wir haben Teil Dinge überein, wir haben Dinge in common. Und er hat sehr viele Freunde über ganz Nordamerika. Sie sind in vielen verschiedenen Ländern gewesen. Er kennt sehr viele verschiedene Kirchen. Er fährt rum und er hilft Kirchenlehrer, wo besser in ihrer Kirche zu dienen, wo sie können in ihrer Kirche besser schaffen und Dinge verbessern. Und er lehrt die Leadership und sind dort so Dinge. Und Menschen gleichen nur am zu horchen. In der Geschichte, in der Kirche, wenn er sehr klar und praktisch Lehrerschaft gegeben hat, um Menschen zu lehren. Und so Menschen gleich bis am zu horchen, wenn sie eine Lehre, die ist erfrischend, die ist klar und die ist praktisch. Und die Businesses hier, even an sie gehen, some von den Dekan einmal, er kommt dann in die Businesses, in der Geschäftswelt auch, und helpt die Geschäftsmänner even, wo können sie besser in ihr Geschäft umgehen mit den Menschen, ihre Menschen anstellen, wo die ihre Dinge können tun. Und so, was ich will sagen, ist, er ist ein sehr erfolgreicher Mann. Aber jeder erfolgreicher Mann, der weiß, wie man all das früh wird am Enger starten wird. Und von der ist Elaine hier mit am Top, seine Früh. Und so seine Früh Enger Stadt am. Und sie hofft am, dass er kann wieder gehen und dort erfolgreich sein. Wir haben, Christi, wir haben ein Special Friendstag mit Ernst.
wie gleichen mit ihren Taub zu sein. Wir haben unsere Familie ein bisschen überein. Sie hat 3 Töchter, wir haben 3 Töchter. Und wir sind meist kriegt jetzt selbst alle. Wir haben all die in Common, ebenso wie mit unserer Familie umgehen. Und wir haben einsehen, sie haben einsehen. Sie haben in Bolivia gewohnt für mehrere Jahre als Missionar. Und sie schafften viel manche spanische Menschen, auch manche deutsche Menschen in Bolivia. Und aber wohnen dann in Kanada. Und nu wohnen sie in Kanada und da ist sie auch, aber wir für Jahre in Bolivia haben ihre Kinder da abgetragen. Und das ist ein großer Sacrifice und Dinge, was sie haben gegeben, um andere Menschen zu helfen, mit ihren Kindern taub. Nu wohnen sie in Kanada mit ihren Kindern taub und haben some Kinder auch, die befreit sind. Und bloß eine sehr interessante Geschichte, was sie haben. So anyway, sie wohnen in Kanada. Gestern schneidet noch in Kanada. Ich würde sagen, sie sollen mal nach Mexiko tragen, hier uns kommen halten. Aber uns ja das scheint mit ihren taub sind, wie leben ernt. Wenn wir mit ihren taub sind, dann fallen wir die Leib, was sie haben, für andere Menschen, um andere Menschen zu dienen. Und bloß handgegeben, Demut hat, um bloß hier sein für die anderen Menschen und die anderen Menschen halten, dass die können wiederkommen. Und das war anscheinend jetzt mit ihren taub. So, wer wird Darrell eine Hand geben, dass er abkommt? Danke, Jacob. Ja, Marius Allah. Und Dankeschön, Pastor Jacob, für uns hier anladen. Und ich würde auch sein für uns alle, die hier sind, für die Leiterkonferenz gekommen, von verschiedenen Ländern. Dankeschön für uns hier so sehr abnehmen. Hier in Lebenswasser mit dem ganzen Team. Und wo ihr uns haben hier abgenommen. Und ich glaube, wir fahren alle nach Hause zurück. Wenn der Zeit kommt, abgebaut und mutig in der Arbeit, was wir haben. So, mir freut es hier zu sein und von der uns Marius mitteilen mitgehen. Und wir gehen durch die Series hier, was mit. Und wenn ich denke an was mit, ein von den Dingen, was in mir nennt, als ich jünger wie ein Teenager. Und ich hatte einen Hund, einen Border Collie, namen wir Mickey. Und wir wohnen auf einem kleinen Farm. Und wenn ich rausging nach einem Pickup-Truck, der Hund stand da und checkt und lüht. Und wenn ich sehe, was mit, boom, Fuß wieder hängen auf dem Box. Lüht bloß. Und will Fuß mit. Und wir ganz schaftig. Und wo immer das dann wir. Und ich glaube, das, was Jesus verlangt von uns, wenn er uns fragt, was mit, dort wir jo sein. Dort wir uns nicht träghauen und wir sind bereit, da mit zu kommen, nähern und da mit sein. Ich lehne nicht, das Jacob sagt, wie decken nicht sein, es fängt nicht zu sein hier in Tit, han mit zu werden, als wir hier fliehen, schauen wir mit einem Plane und wir müssen in ein paar Städten anhalten. Und jedes Mal muss wir nach der Saal gehen, the waiting area, wo der Plane kommt, dann kommt der Plane an und dann raupen sie. Nee, now boarding Group 1 oder was immer das dann ist. Und einer muss bereit sein. Und einer muss in Decision machen, einer muss weiten, wird einer ja sein oder nee. Der Plane kommt und der wird nach weit fliehen. Und so wir müssen eine Entscheidung machen, wer wir mit oder nicht. Einer kann voll ein Ticket haben und der raupen und kann eben die Namen raupen und einer sitzt da bloß in der Waiting Room, weil einer jetzt dort scheint. Der Plane wird verloren, aber die Gelegenheit ist da. Wärst du mit? Und so von der an werden wir wieder in der Thema nähern gehen. Und ich habe mir hier was mitgebracht von Bolivia. Wir sind über 10 Jahre in Bolivia haben wir gewohnt. Und wir wohnen in Santa Cruz, da wo es tropikal ist. Und warm und so. Aber in der Boy besonders sind da viel Schub und so. Und da sind Schubhut. Und die brauchten so einen Schleider, würde ich sagen, hier, ne? Schleider, Sling. Und die wurden gebrochen und wurden sich Steine aussägen und die hier nähern. Und dann hat nicht Angst, ich habe den Stein hier. Ich will bloß sicher merken, dass die wach sind. Und die wurden gebrochen.
Tom er Schop oppassen, da werden Wilven, so eine Dinge, wilde Tieren, und die passen die ab, und die können mit das sehr gut arbeiten. Ich glaube, das betekent, wo Gott ist, wo er arbeiten wird. Gott riecht immer da rüt, und er riecht noch uns, und er will Gemeinschaft haben. Und wenn wir noch arm kommen, dann will er sein Wort wieder verteidigen. Er will uns brocken und uns rütschacken, dort sein Wort rütjet. Und so ans Thema von der, das nicht sehr schwer kommt und geht. Oder komm und go. Und dort wird Gott verlangt von uns. Komm noch mir und dann go rüt. Andere noch arm zu kriegen. Gott kriegt uns, dort wir wollen mit arm kommen. Und so ich möchte von der uns Marius lesen von Markus Kapitel 1. Und wenn du die Bibel mit hast, oder auf dem Phone, wo immer, kannst du mitlesen. Und das redet von Jesus und seine ersten Jünger, als er seine Jünger anrauben wird. Und so ich werde lesen, Markus Kapitel 1, fangen wir an mit Vers 16. Als Jesus Galiläische Meer verlänging, sah er Simon und sein Bruder Andreas nachts im Wasser schmeiden, weil es dort wären Fischer. Und Jesus sagte an, kommt und folgt mir nach. Ich will jünt zu Menschenfischer melken. In Fußappe steht, verleiten sie nachts und jingen mit ihm. Und als er in Bett wieder ging, sah er Jakobus, Zebedeus sein Sohn, und Johannes, was den sein Bruder war, wo sie in der Lamm ihre nachts flechten. Und er sieht nicht der Juck zu rauben. Und die leiten ihre Vater Zebedeus und ihre ungenommene Männer in der Lamm und jingen mit in dieser Karte Schnitt, was wir hier lesen, da sind zwei wichtige Dinge, was hier rüberkommen. Und dort erste, erst soll ich das sein, wenn Jesus hat hier dem Meer, und er hat eine Ursache, warum er dort das. Dat is niet dat hij bloos jet de lang en wat we van doen. No, hij heeft een purpose, zwak drijven eenmaal. Als Jezus die Galiläische Meerverlänge ging, zag hij Simon en zijn broeder Andreas nachts im Wasser schmeiden, wie es die wären Fischer. Hast du mal gesehen, vielleicht ein 6-jähriger Jung, wenn die Büten bloß will spielen oder die sollen noch Schule gehen oder was immer, und die schlendern dran, nicht? Einmal hier ist ein Stein und dann auf einmal wandern sie dort an. Und hier, das ist ein bisschen spaßig. Das bloß on sein. Und einer weiß nicht, dass nicht Glück nur der Schule haben oder wo immer sind. Und die schlendern ein bisschen dran und vielleicht kennen die Menschen es dort. Aber Jesus hier, er weiß, was er tut und warum er tut. Und er fängt hier an mit seinem Ministry. Und so, er hat hier was sei sagt, was er hier will. Und so, er kämpft noch diese Fischer. Und er raubt die. Weil Jesus ist immer in der Arbeit. Gott ist immer in der Arbeit. Auch wenn wir schlafen, die Schrift sagt uns, er schlaft nicht. Fehlt es nicht. Und er tut immer was. Er will, dass keiner verloren wird. Sein Verlangen ist, und er lügt danach noch, da wenn er noch nicht zurückgekommen, dort jede Person möchte die Gelegenheit haben, gerettet zu sein. Jesus sagt in Johannes 10, ich sehe kommen, dort Leben zu bringen, und dort sei dort vollab haben sollen. Gott in sein Leib arbeitet, und er ist so eine Arbeit, und er riecht noch uns, und er will uns wirken. Und so 2 Dinge sagt Jesus. Erst sagt er, komm. Und er sagt, kommt und folgt mir nach. Da sind viele Stellen in der Schrift, wo Jesus dort sagt, kommt und folgt mir nach. Und ich will ein paar von denen hier lesen. Matthäus 11 sagt er, kommt alle nach mir, die schwere Lasten gehen und bedrückt und Meid sind. Ich will ihnen Ruhe geben. Markus 6, kommt, weil wir für uns allein gehen
en ons een stootje uitdrijven. Wer nog mij tjaamt, zegt in Johannes 6, den wo ik niet ruitstuiten. In Johannes 7, wer durstig is, den lood ik in, naar mij te komen en te drinken. En dat vangt ganz voort in 1 Mose aan, wo Adam en Eva in de garden waren. De eerste vrouw wat God heeft is, wo bist du? Hij kreeg het en hij kreeg dat ons weer krijgen vandaan. Komt en volgt mij na. Hij roept hier 2 paar broeder, Simon en Andreas en Jacobus en zijn broeder Johannes. En die weer een visser. Je weet wel vis direct, nee? Hij je mal visser direct. Hij wat eenmaal met het vissen zei schijn. En wanneer hij 2, 3 dagen uitvoert, wo vissen, direct niet ganz so schijn, wanneer hij naar huis komt. Nee? In Moortswijk hier im Süden in Sihuantanejo bij een conferentie, da wir een van de Latinische Kirchen van Nederlanden kwamen door taub en reden wat wir een missionsconferentie. En zo na de conferentie weer nog wat breder door, waar er mannen en vrouwen ik met een wil fashion voeren. Nou zeg so dan fuhren we bij het meer door en irgendwem had door een boot en dat vangt aan te stinken als we daar dicht bij het water waren, waar die boot waren. En die Fischer, die melken zich rijden, om ze ovens uitvoeren fashion, de nacht even willen ze daar fashion. En die hadden dat ze mij abgeriemd, maar dat stinkt naar Fisch. Nou, dat is niet zo erg, want in Schweinformer best, weet wat dat is, nee? Check of wat immer. Aber diese Männer waren Fischer, die reckten so, und aber Jesus traf krijgt door wo zij waren. En de arbeid. Die deden er de gewone arbeid wat ze allemaal deden. Dat is alles wat ze kan. De familie deed dat. En zo God ook, Jezus ook, roept ons vandaan. Wo immer we zijn. En zegt, west u met? Tjamps ook, met mij. Zij nou die noba, Jezus zegt, kom. Zij nou die noba. Niet rijden om andere noba. Jezus zegt, kom. Kom. Oké, dat is wat hij verlangt van ons. En dan in tweede zegt Jezus, go. Zij nou die noba, Jezus zegt, go. Oké, so Jezus, dit zijn 2 dingen. We zijn ganz verschillende dingen. Maar Jezus, hij vraagt de arme taub, kom naar mij. En ik schik die uit. Kom terug naar mij. Blijf dicht bij mij. Maar ik schik die arme uit. Weet je, wanneer we wel een fashion voeren, en vielleicht ist mir, je die dort schijn, en besonders in de winter in Canada, ich habe auch fashion voeren, aber dann macht wir laag geboren in de ijs en al dat, je hebt niet zo schijn. Het is zeer koud en alles. Maar hadden we allemaal gleich op YouTube oder TV fishing show zijn. En dort je schijn, aber einer kann keine Fisch greifen, da auf dem Couch zaten, een fishing show watchen. Einer moet uitgaan. Einer kann reden von Fischen, aber wenn einer bloß thuis hockt, mit der Angel und alles, was fehlt, aber nichts dat, greift wir nicht Fisch. Und so, hij schickt ihn uit. Hij sagt, go. Hij jeft ihn hier nicht viel Details. Veel Dinge, wat ze weten. Wo lang, wo han, wat dan, wat is de plan. Schrijf betoeld oder nicht. Ist das seguro, wenn mir was passiert. All die Details, die Dinge sind da nicht alle bei. Jesus roept hij en hij zegt, ik wil je uitchecken. Je zijn mensenfischer. Je worden mensenfischer zijn en ik wil die zo melken. En velken zei we, wel, God kan mij niet gebruiken, ik verstehe dat niet. Deze jongen verstaan dat ook niet. Hij zegt, ik wil je te mensenfischer melken. Je zijn nog niet door. Maar hinge wees, wo ik die leren. Wo ik je leren. Je worden dat
dort leren. En zoals Jacob zei, ik zie in Canada geboren, in Altona, wanneer dat gaan, in Manitoba. En daar was ik op. En dort weer de ganze tijd wat ik daar weer. En me denkt aan, als ik mal, vielleicht wie ik 10 jaar oud of zo, voor we gaan met mijn ouderen taub. En we watchten een film dat heet Peace Child, Hijo de Paz. En dat is een missionarisgeschichte van missionaar in een land dat heet Papua New Guinea. En waar de missionaar proefden te schaffen met de tribus daar, de tribes, wat niemals hadden gehoord van Jezus. Zeer interessante geschichte. Maar voor mij, dat is de eerste maal wat ik kon terugdenken, dat mij dat klaar werd, dat er zijn zo'n mensen, die hebben niemals dat gelegenheid gehad van Jezus te horen. Ik was met dat op. Meeste in mijn stad, waar alle hadden gelegenheid, want niet meer als op de radio. Maar deze zijn zo'n hadden dat niet gehoord. En zo dat eerst nog zo'n, dat Jezus zegt, go en deelt met die ook met. En dat meint niet immer go, zes we naar een ander land, een andere stad. Dat mocht zijn Ramans en Hannawademol en ons in het familie. Zo, 2 dingen. Jezus zei tot hem, komt en volg me met. Kom naar mij. Ik wil jullie mensenfischer melken. En hij wil ons uitchecken. Nou ja, zo wat zullen we dan doen? Wat doen we met dit? En ik geloof, God heeft 2 of 3 dingen wat hij verlangt van ons. Eén is, God ziet mensen weer wellens zijn. Okay, die wat wellens zijn, jou te zijn, wanneer hij roopt. Hoeveel van jullie zijn omheen gekomen door andere mensen? God heeft andere mensen gebruikt. Oké? Wat zijn ze mij alle van ons? Vielleicht op de radio, vielleicht in de kerk, vielleicht nobel, vriend, familie. En dat Jezus heeft ons geraad, maar hij heeft andere mensen gebruikt, ons aan te roepen, ons de waarheid klaar te maken, dat we dat verstaan, dat we dat endlich aannemen. Nu wil ik dit vragen, en ik bruk niet de hand opheffen. Hoeveel van jullie voelen jullie veelmaal dat je niet goed genoeg, of oud genoeg, groot genoeg zijn, dat Jezus die kan brengen? Bruk niet de hand opheffen. Maar ik wil zijn, we voelen ons alle zo. Gaan we allemaal. Maar Jezus zijn aanroep, van hij zegt, wees met, komt naar mij en ik wil die uitchecken, is voor iedere persoon. Dat jeft niet dat einer te oud is, te jong, heeft niet genoeg uitgeleerd, of te zeer uitgeleerd, weet niet genoeg, heeft niet genoeg experience, en zo weer. En veel keer zijn, ik kan niet, Jana kan, ik kan niet, waarom niet, Jana. Maar de waarheid is, God wil iedereen van ons brokken. Hij heeft ons begoofd en hij wil ons in verschillende wegen brokken. Zo een vraag wat ik heb voor die, wat hast du in de hang? Wat hast du in de hang? Wat van arbeid is du? Wer ist deine Familie? Wer sind deine Freunde? Wo wohnst du? Wat hast du in de hang, wat Gott kan brokken? Deze Fäscher, die haben ihre Naten in de hang. Dat is wat zij verstaan. En we weten dat wir nicht de laatste Mal dat ze worden fashion. Met Jezus taub voeren ze ook fashion. Ieder Mal. Aber Gott brucht wat zij in de hang hadden. En zeiden, ik wil die brokken zoals du bist. Wer du bist. En ik wil die brokken. En ik krijg die. En eenmaal meint het ook onze hang opmerken. En zijn God, dit dient. Ik laat het toch. Ik laat het door die, van dat die verlangen is. De Eltern, Zebedeus, wie hier mankt, de Vader.
Weil die hadden een familie geschafft, family business. De jongens waren door Partner aan. En zij verleiden, gingen den boot heen en gingen met. Velken denken we bloos aan de jongen en niet aan de vader. En ik wil dit zijn als een vader. En we waren grootouderen deze zomer. Zum eerste Mal. Voor ons eenmaal is het schwer de hang opmelden. Nee? Onze kinderen loslaten. En laten doen wat ze willen. Wat terugkomen naar dat. So, God verlangt dat mensen eerst welend zijn. En God ziet ook mensen die arm worden vertrouwen. Zoals ik eerst zei, deze jongen hadden niet veel instructions, die hadden niet wat opgeschreven, wat zekerheid geven in waar ze würden leven en zo. Maar Jezus zei, kom, wirst du mij vertrouwen? En wat deden ze? Die leidden naar de naten, door voedsel besteed en gingen met. Nu, we weten, wanneer we de schriftsteden nastuderen, dat dit weer niet de eerste Mal dat ze hadden Jezus getroffen. Die hadden eier gehoord leren en die tjanen en zodat we niet ganz wat niet. Maar dit weer wat niet als Jezus eind aanroepen deed, met te volgen. En zij moesten hem vertrouwen. En veelmaal, wanneer Jezus mee was, ik wil alles weten. Ik schreef me dat op. Wat wordt het zijn? Dan ga ik deze vrouw en zo'n vrouw. En er zijn Wässer van jullie hier, die zijn voetsrijd, nee? Wanneer wat niets is, dat blanket wordt, zei ja, we. En die partner, wanneer die bevrijd was, zei ik, maar nee, had zo'n dit gedacht, dat gedacht, dit gedacht. En eenmaal, we talk ourselves out of it. We reden ons dooruit. En doen dat niet. We moeten hem vertrouwen. God ziet ook mensen die willen zijn, dat prijs te tonen. En dat meint welke dingen opgeven. Dingen wat we mochten gleichen te doen. Zijn ook vielleicht goede dingen. Maar tam jou zijn naar Jezus, moet we welke nee zijn naar andere dingen. Wanneer we würden Johannes 6 nennen gaan, dat is zeer interessant. Dat is een lange kapitel. Ik kan het zelfs lezen thuis. Dat is zeer interessant. Er zijn 61 vers daar. En im aanvang in Johannes 6, vers 2, daar zegt het, dan kwam een grote schoof mensen hing aan. Wils die wonderteken zagen, die hij aan de kranke deed. En door ook Jezus, die geeft een brood, die fodert die. En dat zegt wieder in vers 15, die willen hem das scheinig melken. Oh, die was sehr popular. Die in Jezus gleich wie. Oh, check wat hij voor mij deed. En wat van wunder. En wordt het niet fijn zijn, dat leven wordt leichter zijn. Alles wordt leichter zijn met Jezus. Aber in dezelfde kapitel, Johannes 6, fängt Jesus an te reden, wer hij werkelijk is. Waarom hij gekomen is. Wat zijn verlangen is. En wat zijn aanroep is naar de mensen. Nou, dan ändert dat. Dat zegt het hier in een kapitel. Van dan aan gingen veel van zijn jingen terug. Dat zegt jingen, veel van zijn jingen terug. Niet meer met hem. Dan zegt Jezus naar zijn 12. De 12 jingen wat hij had. Wil je ook weggaan? Nu op eenmaal had zich dat geändert. Oh, we gleichen Jezus, we gleichen van hem te reden en zingen en zo. Maar wanneer hij mij roopt, weet niet. Dan hou ik me vielleicht terug. Dan zegt Simon Petrus te hem, Herr, naar wem zullen we gaan? Zal we gaan? Dienen wird zijn eeuwig leven. En ik geloof dat moet we hem denken houden. Dat is een prijs te tonen.
Want wir wollen Jesus gehorsam sein, no fallen. Dort meint Dinge loslaten. Aber das ewige Leben kämpft dich an. Uns Zeit, uns Arbeit, was wir tun, warum wir das tun, hat eine ewige Port, das für Eternity. Und so, diese Jünger, die waren Fischer, die mussten ihre Naten fluten. Die mussten die Hang opmelden. In zijn equivalens dit loszulaten, om die no te volgen. Dan komt de voor, als ik eerst zie. En je kan aan hem denken. En wessen van jullie hebben businesses en je denkt aan wat dat wordt zijn. Wanneer je dingen zegt wat duiden. Dat kost ook eenmaal. Onze dingen loslaten. Als we werden nicht so lange befreit, wohnen in Kanada und werden angeroepen naar Bolivia aan te tragen. Wir hatten 2 kleine Kinder, 6 Monate und 2,5 Monate alt. Und ich denke an wem kämen noch einmal und sie wir von der Tschak und sagt, Darrell und Elaine, je waren jene Kinder dort, 6 Wochen nehmen. Dat kon doch gefährlich sein und wat nicht immer. Ich würde das niemals erlauben, dass meine Kinder, meine Großkinder, würden 6 Wochen tragen. Aber ich danke Gott für meine Eltern und Schwiegereltern, die nicht mal uns haben dort Freiheit gegeben, die haben uns gesehen, dass wir rausgehen können. Und die sehen, je hebt veel wieder. Voor onze Kinder ook. Onze Kinder zijn nu gratis en zijn veel meer dankzij voor ons dommel aannemen. Dat wird nicht einmal leicht, aber dankzij. En dat worden mensen zijn im Himmel een dag. Wie es die Hand het woord geheerd, wils wordt rietgeschakt eenmaal van Canada. En Gott will jeder von uns brücken, wo immer wir sind und wo immer dort ist. So ich will jemand als Eltern, Großeltern, direkt sein. Laat je Kinder Gott noch folgen. Laat entgehen. Weet je wo das sicherste ist für deine Kinder und Großkinder? Dich bei Gott sein. Das ewig ist, hat bloß zu tun mit wo wir wohnen. Geography. Dat is het kleinste. Aber wenn die mit Gott wandeln, wenn die dicht bei Gott sind, und dat is de beste Stadt, wo die können sein. Als wir in Bolivia wohnen, wir schafften da mit einer Gruppe spanische Kirchen. Und dort hat mal angefangen mit Missionaren da. Wir haben von Kanada. Hier sind das Wort Gottes und nu werden das wieder handschreiben bei 14 Kirchen. Und ein von den Kirchen hat eine Missionskonferenz, wo sie sehen, hey, das Wort Gottes hat bei uns gekommen, Gott raubt uns, dort wiederzubringen. Und so, die Kirche wir in Santa Cruz, und sie wollen eine Kirche anfangen in Sucre, in der Boy. Und warum? Wir sind da, wir sind die wenigste evangelische Kirchen. Wir sind ja heute Volk da in Sucre, aber die wollen die da hinschicken. So hatten sie eine Missionskonferenz. Und die hatten ein Opfer. Die wollen Geld aufklagen, zum Missionar da hinschicken. Wissen noch nicht wem, sie würden schicken. Aber sie glauben, dass Gott hat die Kirche geraubt, wem dort hinzuschicken. Und so die hatten ein Opfer. Und dort kam ein kleiner Junge. Ich weiß nicht, was er 6 oder 8 Jahre alt war. Daniel. Eins Overs, wenn sie taub kommen, wenn sie zurückgehen, und er nimmt all sein Geld, eine Piggybank. Ich weiß nicht, was ihr dort sein. Kleine Piggybank. Hat er sein Geld durchgelegt, kleiner Junge. Und er will dort mitbringen nach der Kirche. Und seine Eltern sagen, oh Daniel, no es necesario llevar todo. Es ist nicht nötig, dass du alles da hinbringst. No, sagt er. Wir wollen beim Handschacken nach Sucre. So der kleine Junge kam noch fern mit seinem Piggybank und sagt ihn da hin, ja, ich will alles.
En de tjoek krijgt geld. En de tjoek blijft aanbeden. Bij hem ze voor den schagen. Wer blijft je schachten ze riet? Krijgt Daniel met zijn eltern. Wie in de missionaar. Wat worden riet geschakt. Hij geeft alles. Wat klein het wat het weer. Aber Gott brukt dat. Voor iedereen van ons. Wat immer wir haben. Wat immer du hast. Vielleicht spürt sich das so wenig. Ich kann nicht. Ich weiß nicht wo. Oder das wat van Unterschied merkt het. En wat ik bloos wil zijn, ziet God gehoorzaam. Wanneer hij roepen dat. Als een slijder. God reikt uit. He's reaching out. Hij wil andere mensen reiken. Hij reikt uit naar die. En hij wil die ook braken. Dit is mij zeer interessant voor mij hier, wat later passiert. In Apostelgeschichte 4:13. Dit zijn dezelfde Fäscher, wat nog niet wisten wat ze zullen doen. Waar ze dat doen zullen, wist hij weer een Fäscher. Maar Jezus roept end. Zegt, komt en goed. En hier hadden we Johannes en Petrus die God zijn woord wiederbrengen. Door werk conflict door. Aber de mensen hier. En als zij zagen, hoe machtig Petrus en Johannes waren. En dat die eigen schulden, gewone mensen waren, wonderden zij zich even aan. Dan waren zij aan, dat die waren met Jezus taubgewast. Hoe is het met die? Wer bist du? Kan God die braken? Jezus zegt, kom. Nu goed. Kom. En goed. En zo vraag ik vielleicht weiter. Wat hast du in de hang? Wat God wil braken? Bist du willens? Bist du reid? Die hang op te melken, zeggen God, dat is niks als ik dat verstoor, wanneer du dat westbrengt. Ook mijn dingen, groot dingen, wanneer du dat verlangt, merk ik me de hang op. En vielleicht bist du hier, vielleicht hörst du online en hast den Herrn nicht angenommen, hast nicht jo gesagt nur Jesus. Jesus kriegt die, sagt, komm, nur mir. Hij wil die braken. Ik wil jullie, waren mensen hier fern zijn, willens zijn met jullie te beden. En wanneer irgendwem hier mocht beden met somebody, valt jullie vrij, wanneer we hier daar zijn, nog fern komen en we doen hier met jullie beden. En die dingen naar God geven. Wil je alle staan met mij, om je beden? Himmlische Vater, du freist uns, was mit. Was mit. Und du kriegst uns, komm noch mehr. Und dann schickst du uns rüt. Und Vater, ich bete bloß, dass du an uns machst arbeiten. Jeder ein von uns. Krieg und Dank, als wie die noch persönlich tun, aus uns Heiland, noch oder nicht. Raub uns, Gott. Du raubst uns. Help uns, jo zu sein. Help uns, jo zu sein, nur was immer dein Verlangen ist. Gott, wir wollen mit. Amen. En zoals Darrell al zei, de team die is hieruit om voor jullie te beden. Vielleicht is het ganz wat anderes, wat jullie gebed verfehlt is, wat we van jou gehoord hebben. Vielleicht is het van deze boodschap. Fällt jullie vrij om hier bis naar verder komen, ze zijn jullie vriend. En zijn wellig met jullie te beden. Ik wens jullie Gottes zegen, zoals je uitgaan en een dag nemen en een werk nemen. Mag God jullie zeggen, alle beste.